Grüß dich zurück. Und zwar, dieses Video einmal zeitnah aufgenommen. Dieses Video ist an alle neuen Abonnenten gerichtet. Es können auch die Langzeitabonnenten können sich auch angesprochen fühlen, einmal ein kleines Rundum-Video machen. Grüß dich da draußen, egal von wo du bist. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß auf diesem chaotischen Kanal, der nicht weiß, wo er hin will, in was für Richtung. Und ich möchte dir, wenn du mich jetzt vor kurzem erst abonniert hast oder wenn du diesen Kanal vor kurzem erst entdeckt hast, ich möchte dir ein bisschen zeigen, was du hier auf diesem Kanal erwarten kannst, beziehungsweise was dich erwarten wird. Genau. Und zwar, ich habe irgendwo einmal geschrieben, frag mich bitte nicht, ich glaube, es war im Community-Tab, bitte einfach durchschauen. Nimm dir die Zeit, schau dir ein bisschen durch. Es ist zwar ein bisschen ein Chaos, aber ich habe eine gewisse Linie, die ich jetzt verfolgen werde in den nächsten Jahren. Ich will meinen Kanal noch ein bisschen länger betreiben, oder diesen Kanal noch ein bisschen länger betreiben und möchte mir aber auf Videospiele alleine nicht fokussieren. Genau. Mir würde sonst eigentlich zu langweilig. Das muss ich jetzt offen und ehrlich so gestehen. Nur Videospiele alleine. Bäh. Genau. Also ich baue jetzt gerade was auf und ich hoffe, dass vieles dann fürs nächste Jahr funktioniert. Bingo. In den kommenden bis zum 27., also vom 22. bis zum 27. Ploppt jetzt jeden Tag etwas im Community-Tab auf. Kurz angeteasert oder sonstiges, was weiterhin kommen wird oder was kommen könnte, wenn die private bzw. Firmenplanung für mich dementsprechend stimmt, werde ich das bringen und den Rest siehst du dann. Der Kanal hat für 2024 werde ich einige Formate zurückbringen, die ich schon mal hatte, nehme mir aber die Zeit dafür, diese Formate neu aufzubauen. Genau, das kommt dann im 2024er Jahr neu und fürs nächste Jahr habe ich einiges geplant. Sagen wir mal so. Da sind große Dinge dabei und das kostet für mich persönlich Zeit und auch etwaige Planung. Was da genau kommen wird, verrate ich dir spätestens im Jänner, Februar des nächsten Jahres, wenn ich mehr weiß. Eine Sache, die kann ich dir jetzt schon versprechen, das ist ein bisschen was Größeres. Da werde ich aber müssen für den Sommerurlaub 2024 vorproduzieren müssen. Da brauche ich Zeit zum Planen. Bingo! Ja, ist einfach so. Und das zweite größere Ding, da muss ich auch etwaig ein klein wenig vorproduzieren, aber dazu später mehr. Genau. So, da. Ich würde deine Zeit nicht nehmen. Ich weiß, Zeit ist immer so ein Thema. Wir alle haben ein bisschen an Stress inne. Du darfst wahnsinnig übersägen. Das, was ich da auf YouTube mache, das geht bei mir nebenher. Und ich persönlich bin ein Mensch, ich nehme mir die Zeit einfach. Genau, das, was ich mir vornehme, das mache ich auch. Und aus privaten Gründen möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich kann da nur so viel sagen, es ist im letzten Jahr sind zwei Dinge geschehen, privat, die mich zum Nachdenken angeregt haben und die auch auf meine derzeitige Lebenseinstellung einen Einfluss gehabt haben. Genau. Mehr brauchst du dabei nicht wissen. Und ich habe es glaube ich schon irgendwo mal erwähnt. Ich werde später mal, wenn ein kleines Format kommt, hinter den Kulissen, das habe ich fürs nächste Jahr dann geplant, da bin ich gerade am Aufbau von den ganzen Quare, möchte ich dann auch darauf eingehen, warum und wieso der Kanal derzeit so läuft, wie er läuft. Genau. Kommen wir nun zu etwas
anderem. Weg von Videospielen. Du brauchst eigentlich nur einen Community-Tab ein bisschen durchschauen und in der Videobeschreibung hast du mein kleines Format, ein gemütliches Miteinander. Es ist mein Format für Informationen rund um den Kanal, Biberbo, bla bla bla. Du brauchst das nur durchschauen. Es sind die Kapitel in der Videobeschreibung drinnen. Klick einfach drauf und huch dir das einfach an. Genau. Zu diesem Thema kann ich jetzt nur eins verraten. Die Videobeschreibung, die Kanalbeschreibung wird immer wieder bearbeitet von mir. Du siehst ja, ich habe unter zwischen Kanal oder zwischen Profilbild, dem Kanaltitel, dann diese Abonnentenzahl, die Videozahl steht drunten zum Beispiel DTM Red Bull Ring 24.09.2023. Genau, im Hintergrund ist es bereits mit eingeblendet. Das ist das nächste Großereignis, das ich mir hier in der Steiermark anschauen werde am Red Bull Ring. Und dieses Mal wird es aber ganz was Besonderes. Eins vorweg, es wird dieses Mal mein letztes DTM-Ereignis werden, da ich die DTM jetzt auch schon das dritte Mal anschaue. Das erste Mal haben wir es angeschaut 2014 oder 15. Na, falsch, 2014. Bei 2015 haben wir mit dem Vater damals noch die European Le Mans Serie, das 4-Stunden-Rennen angeschaut. Da gibt es dazu auch ein Video auf dem Kanal. Musst schauen. Dreimal DTM reicht völlig auf, so wie ich mittlerweile 4-mal Alter Bridge live gesehen habe, das reicht mir mittlerweile auch schon. Einmal im Leben mittlerweile reicht mir, und dieses DTM Rennen ist der Sonntag, das wird ganz was Spezielles auch für mich, da ich dieses Mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen habe und mir das VIP-Ticket besorgt habe. Da wird es ein umfangreiches Video geben. Ich habe schon meine Vorstellungen, wie ich das mache, und das einzige Problem, ich muss halt am Sonntag nur etwas früher meinen Arsch aus dem Bett bewegen. Genau. Was auch in den nächsten Tagen aufploppen wird im Community Tab fürs kommende Jahr, je nach Bands, Area 53 Festival in Leoben und das Kaltenbach am Semmering. Genau. Zu allen habe ich mir etwas überlegt. Das wird immer wieder fein aufploppen und da gibt es eine eigene Playlist dazu. Genau. Brauchst dann einfach nur scrollen auf der Hauptseite. Ich bemühe mich, dass ich das so aktuell halte wie nur möglich. Genau. Und nun kann ich da noch was sagen. Das Ticket dafür kam letzte Woche am Donnerstag oder am Freitag war es im Briefkasten. Ich blende dir nun ein für den 11. November, das ist ein Samstag. Geiles Luder. Amorphis sind in Linz zu Gast mit Lost Society und Souls dafür. Ich weiß nicht, ob ich mir Amorphis anschaue. Das kann ich dir noch nicht versprechen. Mein eigentlicher Grund ist Solstafir. Ich mag die Isländer, sie machen irrsinnig gute Rockmusik. Ich sage jetzt einmal Rockmusik. Sie machen teilweise auch ziemlich guten Black Metal. Das ist so ja, typisch isländisch, oder typisch Solstafir. Es ist eher ein Stil, Post-Rock, was weiß ich, was die produzieren, keine Ahnung. Im Anschluss von dem Video hast du einen kleinen, habe ich da angeschnitten, ein Lied aus einem Album. Ich habe jetzt extra nochmal geschaut, ob ich das verwenden darf. Es soll laut YouTube keine Einschränkungen geben für den Kanal. Das ist mir relativ wichtig. Und ich habe auch Chance gehabt, dass ich bei Nagerot Probleme haben werde. Ist ja auch nicht gerade eine engelhafte Band. Und somit soll es das auch wieder gewesen sein mit diesem kurzen Video. Das heißt, knappe 10 Minuten Geschwafel inklusive
dem Lied, was ich da jetzt im Hintergrund einblende, und wir sehen und hören uns dann zu passender Zeit wieder, wenn sich was Neues ergeben sollte. Wie gesagt, am 23. kommen noch 2 Bands vom Kaltenbach. Und dann geht es eine Zeit lang noch mit den Videospielen weiter. Im Community Tab siehst du noch den Sendeplan, der wird in den kommenden, ja, bis ja, rund um den 1. September wird er dann wieder erneuert. Da Düssmantel aus dem Programm fliegt, das wirst du dann sehen, warum und wieso in Episode 12. Genau, da habe ich mir ein bisschen lustig gemacht über das Spiel, weil es mir tierisch auf das Arschloch geht. Genau. Okay, das war's eigentlich. Wir hören und sehen uns dann wieder in irgendeinem Video. Der hat mich freuen, die in die Kommentare zu sagen. Ich zwinge dich zu nichts. Bewertest du negativ, bewertest du positiv, abonnierst du den Kanal, abonnierst du ihn nicht, schaust du nur Sekunden vorbei. Ich überlasse, das ist alles jedem das Seine. Wie du siehst, mein Kanal ist aufgebaut auf den Mottos weniger ist oft mehr und alles zu seiner Zeit. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba. Das ist zurück zu Dismantle. Episode 12, ein kleines Spezial. Und weil es so lustig war, machen wir gleich weiter, oder? Ein bisschen was habe ich noch und dann später erzähle ich ein bisschen mehr. Bis gleich. aldrei blesur fer. Nú fallað vött til Dýrafjarðar. Ríðum, ríðum, ríðum yfir heiðina höfðum. Deyr fé og deyja frændur.
fennir í flest að vetrar sel. Ei nauðin fögur, né frelsið hel, sáttin sár, neitar vel.